Halli, hallo liebe Kollegen, liebe Zuschauer, es geht weiter mit The Witcher Wild Hunt 3 mit der nächsten Episode. Wir sind ja beim letzten Mal, was war eigentlich das letzte Mal gewesen? Weil ich habe in der Zwischenzeit eine kleine Sidequest gemacht, etwas ganz Einfaches natürlich. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir ja genau Triss Merigold haben wir den gemacht, weggeschickt, und ja, diesmal machen wir mit Sidequests von Vernon Roche und Dijkstra weiter. Mal schauen, ob wir zu beiden kommen. Ich nehme mal an, wir kommen in dieser Episode nur zu einem. Ich tue gerade hier suchen. Genau, das ist Roche. Sein Quest und dann genau, machen wir uns gerade auf den Weg zu Roche. So, mal schauen. Quest aufnehmen. Ups. Sag nichts mehr. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Aber das schaffst du so nicht. viel, wenn man zur Kneipe Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, da oben ist Ding gewesen. Mach einen großen Bogen. Wegposten, wo wir ein bisschen schneller an unser Ziel kommen. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer Oder vielleicht auch nicht. Lieber schauen wir dann auf Weltkarte. Zu viel Zeit wollen wir nicht verschwenden. Aha, okay. Das wäre eigentlich auf der anderen Seite gewesen. Wow. Boah. Die Qualität vom Roten. Ja? Vom roten Licht. So schön. Nein. Ilke, Wunderbar. bring dem Korporal einen Becher. Meister Hexer. Ungläubiger. So, wir folgen dem Weg hier zuerst mal. So jetzt den Weg pushen. So, dann gehen wir zu Bern Roche über. So, genau, da ist es gesehen. Ja, wir sind falsch richtig gegangen. Oh, scheiße. So. Ja, dann gehen wir zu Werner Roche. Was ich auch gemacht habe in der Zwischenzeit, noch mal einen Szenenübergang gemacht, damit ich die Facecam ausblenden kann. Vor allem, dass man so ein bisschen interessante Szenen gibt, wo man vielleicht ja, Facecam würde ausblenden. Ja. Ich sehe gerade, dass meine Waffen mega beschädigt Das sind. hat unserer Truppe noch gefehlt. Tölpel! Wo bist du, Bern? Oh, das ist ganz weit da hinten. Ja? Gerald von Riva. Gesund und munter. Ja, du erwähnst ein Problem. Komm, Du sag, was erwähntest ist. ein Problem. Wes. Sie hat mit ein paar Männern den Fluss überquert und will bei Maulbeertal die Schwarzen überfallen. So? Klingt wie etwas, das Partisanen tun würden. Die handeln auf Befehl. Ich hatte Wes aber verboten, das Lager zu verlassen. Unbefristet. Was will West denn im Dorf? Was kann ich da machen? Vertraust du West nicht mehr? Ja, komm du mit dem Unterschied anfangen. Vertraust du Wes nicht mehr? Quatsch. Sie würde für mich sterben. Das ist nicht das Problem. Kennst du den Unterschied zwischen einem Soldaten und einem gewöhnlichen Haudegen? Die Uniform? Das war eine ernste Frage. Nein, eine rhetorische. Also warte nicht auf die Antwort, sondern erleuchte mich einfach. Soldaten denken taktisch. Sie wissen, wann man zuschlägt oder sich zurückzieht, wann man anstürmt und wann man verteidigt. Wes ist nicht gut darin. Sie ist impulsiv und hitzköpfig. Im Partisanenkrieg kann aber ein falscher Schritt den Tod bedeuten. Ich habe ihr befohlen, im Lager zu bleiben, weil ich fürchtete, dass sie draußen wild wird und Fehler macht. Und ich hatte recht damit. Ja, das ist schon schwierig, oder? Die Situationen, die sind immer mit emotionalen Kontext verbunden. Und man kann nicht vor allem so in einem Guerillakrieg, wie die hier führen, indem man in den Rücksitz warten, immer auf den genauen Zeitpunkt warten, wo man irgendwie eine Attacke macht, etc. Ich kann mir schon vorstellen, dass die emotional sehr belastend, dass es Wes irgendwie halt irgendwann gesagt hat, scheiß drauf, da mache ich nicht mehr mit. Warum Maulbeertal? Was wollte Wes denn da? Die Bauern aus dem Dorf haben uns geholfen. Das haben die Nilfgaarder erfahren. Angeblich ist eine Strafexpedition geplant. Vermutlich werden sie jeden 5. Dörfler hängen.
Dann kann ich Wes verstehen, wenn sie die Dörfler retten will. Dich aber nicht, wenn du was dagegen hast. Krieg bedeutet Tod. Nicht nur für Soldaten, auch für Zivilisten. Man kann nicht alle retten. So einfach ist das. Seltsam. Ich habe dich für einen Idealisten gehalten. Das war ich auch und bin es noch. Aber mein Ideal ist ein freies Temerien. Dafür würde ich alles opfern. Das ist ja sowas. Wenn du für dein Ideal andere sterben lässt, vor allem Leute, die für dir geholfen haben, ist das Ideal nachher noch wert zu verfolgen? Das ist eine schwierige Frage. Aber jetzt irgendwie finde ich den Werner, der Roche, sehr nonchalant in dem Kontext, dass er irgendwie sagt, ja, die müssen sterben, für ein freies Temerien müssen Opfer gebracht werden. Ja, aber die sind doch auch Temerier, die deiner Sache geholfen haben. Und sie haben sich selber riskiert, oder? Indem sie euch geschützt haben. Aber ihr wollt das nicht für sie machen. Das finde ich eben, das ist nicht mehr das Ideal. Das ist um die Schwanz reinziehen und andere für dich sterben lassen. Und da, für so ein Ideal kann ich selber persönlich halt nicht dahinter stehen. Und finde jetzt das, was der Roche macht, nicht wirklich richtig. Also lautet das Problem Ungehorsam. Was soll ich da machen? Ich bezweifle, dass Wes im Dorf ist. Wahrscheinlich lauert sie mit den Männern im Wald nebenan. Wir müssen sie finden und aufhalten, bevor sie zuschlägt. Du bist ein guter Fährtenleser. Hilf mir. Ja, eigentlich würde ich mich lieber nicht gerne einmischen, aber wenn ich jetzt dem Werner Roche nicht helfen, würde ich später eine bestimmte Quest wahrscheinlich nicht machen können. Nimm mal an. Darum helfen wir ihm doch. Du kannst auf mich zählen. Danke, Geralt. Du hast was gut bei mir. Treffen wir uns in Wehlen beim Galgenhügel. Von da aus ist es nur ein Steinwurf bis Maulbeertal. Vor allem muss man auch bedenken, der Werner Roche hat dem Geralt in der Vergangenheit geholfen. Zum Beispiel ist er einer von den Hauptakteuren, die ihm helfen, aus dem Gefängnis zu entkommen. Nachdem ja der König Foltest ermordet wird. Von dem her ist Geralt ihm schuldig, Werner Roche ist sicher auch zurückschuldig. So, ja. Ich weiß nicht, ob wir in die freundschaftliche Beziehung von den beiden reden, aber sicher etwas, was sie verbindet. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Wes keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? 3 Leute, leichte Ausrüstung, schleichen im Hand, da drüben beiden. Tod den Schwarzen! Edme! Solche! Sieht aus, als kämen wir zu spät. So, wir machen jetzt Wir müssen helfen. helfen, ja. Support anbieten. Auf in den Krieg! Was? Hat plötzlich sehr viel Leben verloren. der Geralt lebt schon ein gefährliches Leben. Vor allem, wenn man ein bisschen vor die Augen hält, dass sich immer wieder mit dem nilfgaardischen König trifft. Und gleichzeitig halt auch seine Soldaten massakriert. Ja. Was? Ey, steht mir nicht wiss. Traust du dich, Barbar? Ey, wie krass ist der ausgerüstet? Was läuft? Garia
Ey! Verdammt Mongolei. Wes, hau ab, du stirbst, du bist vom Sterben. Leck mich, ey. Was? Endlich. Boah. Verdammt nochmal, Wes, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Wes. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Melitele und werd Heilerin. Verfickt nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Fuck. Jetzt kommt so ein Scheiß. Und so jetzt kommt so ein Scheiß Entscheidung wieder. Noch einer. Oha, ein Gefangener. Oha, ihr habt einen Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Ich hasse die Entscheidungen. Dem kann ich kaum. Ja, stimmt auch. Aber das Problem ist, wenn er am Leben bleibt, erzählt er ihm hier, dass wir auch dabei teilhaben. Das gibt es sicher später Konflikt beim hier. Aber nein, zu herzlich, das kann ja auch nicht sein. Zwar stimmt schon, ja, die Soldaten sind schon gekommen, um Zivilisten zu töten. Aber ich meine, das sind nicht irgendwie aus eigenem Akkord nicht auftaucht. Sie sind ja vom Befehl hin. Nicht auftaucht. Von dem her. Verstehe, man kann nicht sagen, unbedingt ist der Soldat ist schuldig in dem Sinn. Natürlich, so einen dummen Befehl könnte er verweigern, sollte er verweigern, aber vor allem in so einem Kontext, in so einer Welt. Ich meine, wenn du verweigerst, stirbst. Und die, ich nehme an, sehr viele in der Welt sind Egoisten, nur für ihr Leben denken, oder? Für ihr Überleben, ja, etwas riskieren. Ich erwarte in einer Witcher-Welt, erwarte ich nicht, dass Menschen altruistisch agieren. Aber ich würde nicht sagen, er soll ihn töten, natürlich. Roche hat recht. Außerdem ist er wehrlos. Was ist mit dir, Roche? Hat der Hexer dir die Eier geklaut? Das sind Sadisten. Er ist der Besatzer. Ich erkläre es später. Du, Nilfgaarder, verpiss dich. Moranteng. Nes Dermadava. Geh, bevor ich es mir anders überlege. Er ist am Sterben, wenn wir wegkommen. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Okay. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Dass wir dem Soldat, der überlebt hat, das Leben geschenkt haben. Es ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Ja. Weil ich habe Sorgen, ich habe Problematik von Wessens Standpunkt schon verstehen, weil wenn du ihn überleben lässt, erzählt er jetzt seine Kommandanten, was passiert ist, und die jetzt sind aus und dann vielleicht Strafexpeditionen und Dinge machen, dann sterben immer noch mehr Leute. Und von dem her ist es immer so ein Kreislauf, aber das ist eben das Problem, oder? Mit Gewalt, mit dem Töten, es gebärt nur weiter Gewalt und gibt nur mehr Tote und darum, ja, sollte man sich lieber so weit raushalten von Gewalt und Töten wie möglich.
Im Moment, wo man sowas macht, mag es einem so vorkommen, als wäre es das Richtigste, was man machen kann. Weil erst im Nachhinein merkt man, was für Konsequenzen man damit auf sich selber auch zieht. So, gehen wir in dem Fall zu Passiflora. Oder weißt du was? Ich gehe mal schon bedingt vorbei. Nur um sicher zu sein, dass es nicht noch einen zusätzlichen Quest bei ihm gibt. Damn, ich hoffe, die Leute hier in diesem Dorf, die hauen ab, weil ich glaube kaum, dass sie weitere Überlebenschancen werden, vor allem nach dem Tag hier. Krieg ist nie etwas Gutes, Kollegen. Merkt ihr das? Nur Idioten wollen den Krieg. So, ja, Dijkstra. Musst du weg, Pfosten? Dann griffen beide Streitmächte an. Eine von jeder Seite. Ah, da ist es Die gesehen. Kavallerie preschte aus dem Wald hervor. Der vorbeigelaufen. Die Infanterie kam wie eine So. Zuerst mal schaue ich mal beim Unterschlupf von Baron Roshkins vorbei. Weil, Estaya, lange für das Land von Edwan, okay, ich glaube das ist nicht dort, wo der Baron Rosh und seine Truppen sich verstecken. Leck, wo ist das gewesen? Einer zu einer Höhle oder zu Ruinen. Ja, aber es sieht wie ein Ding aus, so Hütte aus. Ich glaube nicht. Benkelheim, das glaube ich auch nicht. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf, ich gehe einfach nach Ding. Novigrad und fange den Ding-Quest an. Ja. Das finde ich aber vor allem, darum finde ich solche Games noch recht gut. Weil sie treiben einem dazu, über so schwierige Fragen nachzudenken. Wenn man nicht irgendwie voll gedankenlos das Spiel spielt, dann lernt man noch etwas über sich selber. Ja, was eine bereichernde Erfahrung kann sein. Also wenn ihr gamet, dem der Kopf einschaltet. So, ja, gehen wir jetzt mal zu Dijkstra und schauen, was der von uns hat. Ich muss ein bisschen lachen, weil wenn ich bei Baron Rosh so schwierige Entscheidungen machen muss. Gleich macht sich der ganze Stamm. Ich kann irgendwie schon vorstellen, was für Entscheidung ich dort zu treffen wird haben. Tanz von wegen. Möchte wissen, was sie dafür kriegt, sich so schamlos zu verbiegen. Ich glaube, ich habe mich bepisst. So. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. Und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit 2 Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Ich habe vorhin nicht an den Charakter von den Büchern erinnern. Marquise, was? Wie heißt er? Nach oben. Serenitz, nein. Ah, vom Namen. Kein Nachlass und bar auf die Kralle. Sagt mir nichts, ja. In diesem Bordell kann man sogar Ziegen bumsen. Hexer Geralt? Den Ausdruck entschuldigt. Da hoch. Möchte Der Boss wissen, was wartet meine schon. Frau dazu sagen würde. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant.
Und auch König Friedachs Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Der Rado, der Dijkstra, ja. Das ist auch so ein hoher Vogel, oder? Eigentlich würde ich voll nicht mit ihm gerne zusammenarbeiten. Aber irgendwie das Prospekt, dass wir der Radovid zu der Tyrann und die ein bisschen halt in seine Aktionen eindämmen, indem wir ihn als Schachfigur vom Spiel weghebt. Ja, das spricht mich schon an, muss ich schon sagen. Und normalerweise verpasse ich den Teil immer. Wie schon gesagt, es ist schon nicht das erste Mal, wo ich Witcher durchspiele. Und ich glaube, es wird interessant, mal auch den Zweig durchzuspielen. Also, muss sterben um Triss und Jens willen. Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt das nur um Triss und Jens willen würde machen. Weil das wäre ein komischer Motivationsgrund. Für mich selber, und nicht für zwei Frauen, die ich kenne. Ja, okay. Aber wir reden davon, einen König umzubringen, wo... Verstehen Sie, was ich meine? Wo viele Leute halt respektieren und ihn als den König ansehen. Natürlich wird das nicht seine Aktionen entschuldigen, aber da muss man schon einen gewieften Grund haben, wieso man ihn halt entthronen will, der König. Also sage ich darum. Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Roche, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedwen um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Wysimar zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Das Problem mit solchen Leuten wie Roche und Dijkstra ist, auch wenn das, was sie im Moment machen, gut aussieht, in dem Sinne, also quasi für befreite Leute, sie werden Verfolgung beendet etc., aber es ist halt die Menschen, die das vorantreiben, die landen wieder an der Machtposition danach. Und die sind Menschen, die den Mindset haben, andere Menschen für ihre Ziele umzubringen. Und halt, wo sich die Widersprüche nicht dulden lassen, etc. Von dem her, weil solche Menschen wieder an die Macht kommen, landet man wieder am Anfang. Er hat wieder Tyrannen am, Toben, wo regiert. Darum, die Option, ihn jetzt helfen, ist nicht wirklich optimal, aber irgendwie Radovid ist größere Übel, habe ich das Gefühl, darum, ja. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen. Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Ja, irgendwie Triss und Yennefer, das sind nicht einfach so Amateur-Magierinnen. Schön, was ich meine. Triss und Yennefer, das sind erfahrene Hexen, die auch im Schlachtfeld sehr grosse Taten vollbracht haben. Das von dem her,
mit dem Argument zu kommen, dass ich sie in Gefahr würde sehen und oh, ich muss sie beschützen. Es ist schon irgendwie für mich überzeugend. Vor allem, wenn ich nur schon Triss gegen Geralt oder Yennefer gegen Geralt gegenüber stelle, ich kann mir voll gut vorstellen, dass die Hexerinnen die Oberhand würden behalten. Weil sie sind eben kein Amateur. Sie sind sehr erfahrene Hexen. Eben darum, das Argument dafür ist nicht für mich so überzeugend. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Pontar überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ja, wir haben uns schon entschieden, Ich rede mit Gregor. die Quest zu machen, aber ich bin's. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Ja, Denk daran. halt Fresse Dieser werden. Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Ja, Kollege. Hat dich jemand reinkommen sehen? Niemand außer Ich muss schon Madame sagen, Sylvie und einem die Quest ist schon interessant designt. Niemand. Insofern, dass es recht viel mal die Option gibt, auszusteigen von dem Vorhaben. Ich weiß. Ich glaube, damit wollen sie dann irgendwie auch sagen, dass es nicht unbedingt sehr richtig ist, was du da machst. Vor allem für den Charakter Geralt. Geralt ist ja normalerweise ein neutraler Charakter. Aber ja, wenn man ein bisschen zurück an Witcher 2 denkt, hat er ja an der Seite von Foltest gekämpft. So neutral ist er auch wieder nicht gewesen. Ja, genau. So ein moralisches Dilemma, das man da hat. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ist es richtig, was ich mache? Gibt es nicht irgendwie einen besseren Weg? Interessant. Was? Ah. Leben noch aufdingen oder auffüllen? So, was ich ja machen will, ist schön zum Geschmied gehen. Wenn die Waffe doch ein bisschen reparieren kann. Da hat es kein Schmied, ich glaube da hinten hat es einen, es sollte nicht allzu weit weg sein. Im Grund ist alles etwas sauber. Da hinten habe ich gemeint. Ja. Wo ist der gewesen? Da. Da haben wir einen Schmied, genau. Bei dem kann man ja Reparaturen Erstklassige Schwerter. ja tragen. Kannst du dann wissen, bla bla bla, zeig mir deine Waren. Zeig mal, was du anzubieten hast. Jo, zuerst mal verkaufen. Ich brauche Kohle. Silberschwert. Okay, Mine ist okay. Dann machst du da ein Inventar kontrollieren. Oh, was ist das? Oh, der ist besser als der, wo ich denke, habe ich meinte. Ja. Hexen, Schwert. Recht viel sind da besser als was ich habe. Flieger Fräs. Oho. Dann weißt du, das zuerst mal reparieren. Nur das, was ich aufgerüstet habe. Ja. Dann gehe ich mal schön zurück. Weg. Ist Mal Zeug mal ausrüsten, wo ja, Dinge sind. 25 ist besser als das, was ich kann. 27 besser. Nicht besser, das ist nicht besser. Nicht besser. Das ist besser und das hat auch Ding-Optionen. Nicht besser. Schauen wir gerade hier Silberschwert. Das kann ich auch gut. 106, 130.
111, 150. Das könnte man Ding machen. Hexenjägerschwert. Das kann ich mal mounten. Und jetzt bei der anderen anschauen, ich glaube ja. Ah, was? 112. Das wäre doch besser, hä? Gut, dann haben wir alles mal aufgerüstet. Mal wieder zu ihm zurückkommen und mal Zeug verkaufen. Ja, komm. Zeig mal. So, zuerst mal verkaufen wir da alles. Der andere Kohle wie nichts, hey. 4000 Stutz. Ja, alles unnütze Zeug da weg. Ah ja, sehr einfach. Ja. Nicht besser, auch nicht besser, gut, will ich nicht missen. Stahlwaffe weg. Weg, genau. Nicht? Kann ich auch alles weg tun. Oh, warte, nein, die brauche ich. Weg, weg. Weg. Auch weg. Gut, jetzt haben wir alles unnützes Zeug verkauft und jetzt kann man mal schauen, ob wir da etwas Gescheites haben zum Kaufen. 82. Ist nicht besser als das, was ich habe. Was? 100 Rüstung. So, das ist krass, ja. 70. Das. Also was ist das jetzt? 35, genau. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. 100, ja, das kann ich brauchen. 35. Jetzt fragst du das oder das? Ja, lieber das. Und noch etwas in die Füße. Das ist nicht schlecht. 30. Ja, das. 31, 27, ja. Gut, das lege ich mal schön da. Danke. Bis dann. Mountain. Und wir können auch Ding eigentlich. Ja, komm. Das. Und das da. Gut. Dann kann ich das Zeug verkaufen und ja, so klar, das gemountet. Gut, verkaufen. Ein bisschen Handel treiben da. So, aber ich bin schon fast fertig. Da, weg. Gut, dann machen wir ein bisschen Kohle. Und unsere Rüstung aufgerüstet. Ein schönes Grün. Ja, gefällt mir. Gut, gehen wir jetzt die Quest machen. Ein Kunde mit Verstand wird sofort Wisst ihr was? Wir sind ja schon über 20 Minuten, schon bei 30 Minuten. Darum sage ich jetzt mal vorläufig. Bis bald und auf Wiedersehen. Man sieht sich in der nächsten Episode.